als ich die Bibel gelesen habe und es war einfach wie tot. Es war wie ein Märchen für mich. Ich bin eigentlich sehr wohlbehütet aufgewachsen. Ich bin mega dankbar für meine Eltern und für meine Familie. Ich bin reformiert aufgewachsen. Ich hatte keinen Unterricht. Ich habe das alles eigentlich nicht wirklich so verstanden, warum man das macht. Für mich war es einfach so, es geht eigentlich um das Geld und um Geschenke. Ich habe nie gesagt, es gibt einen Gott, weil ich es einfach nicht wusste. Ich wollte raus in die Welt, bin in den Ausgang gegangen, jedes Wochenende sind Männer in mein Leben gekommen. Ich habe angefangen zu rauchen und kiffen und Alkohol. Ich habe dann meine beste Freundin kennengelernt. Und ich habe dann jedes Wochenende zu mir gekommen. Wir sind rausgegangen, nächtelang unterwegs gewesen. Ja, eigentlich sehr oberflächlich halt alles. Also die Leute, die man dort kennengelernt haben, sind eigentlich gar nicht wirklich Freunde. Das habe ich dann auch gemerkt. Wir haben dann meinen Ex kennengelernt. Er war im Gefängnis und wir haben uns etwa ein halbes Jahr nachdem er rauskam, kennengelernt. Irgendwie nach 1,5 Jahren haben wir auch sogar zusammen gewohnt. Ich war an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr konnte. Und ich habe dann meine Sachen gepackt und ich habe in meinem Herzen einfach wie gewusst zu meiner Freundin. Und obwohl unsere Freundschaft mega kaputt gegangen, weil ich dann gar keine Zeit mehr eigentlich für sie, habe ich ihr angerufen und sie hat gesagt, ja sicher, komm. Und ich bin dann von einem Tag auf den anderen in ein Haus gekommen. Ich habe nicht gewusst, dass sie gläubig aufgewachsen ist. Also sie ist im christlichen Elternhaus hat sie gewohnt. Und ich habe dann das erste Mal eigentlich gläubige Leute kennengelernt, die wirklich eine Beziehung zu Gott haben. Sie waren schon wie ein lebendiges Zeugnis für mich, dass es diesen Gott wirklich gibt. Ja, es ist noch schwierig, das in Worte zu fassen, aber ich habe wirklich gemerkt, dass es etwas anderes ist. Ich habe mich dann auch konkret entschieden für diesen Gott, für mit ihm zu leben. Ja, ich bin so dankbar, jetzt nicht mehr nur zu wissen, dass etwas da ist, was es auch immer ist, sondern ihn wirklich auch zu kennen und mit ihm unterwegs zu sein. Und es hat mein Leben komplett verändert. Er hat mich verändert, er hat mich frei gemacht von verschiedensten Sachen, auch von Kindheit, die ich jahrelang mit mir herumgetragen habe. Bei mir ist es nicht von einem Moment auf den anderen passiert. Eins nach dem anderen ist gekommen und er hat Freiheit hineingebracht in meinem Leben. Ja, er ist wirklich die Hoffnung von der Welt. Wenn ich zurückdenke, als ich die Bibel gelesen habe, und es war einfach wie tot, es war wie ein Märchen für mich. Und jetzt wird zu sehen, dass das, was ich lese, selber auch erlebe. Ja, Jesus ist der gleich wie dann zumal vor 2000 Jahren, heute und morgen auch. Er hat sich nicht verändert. Wir können genau das, was wir lesen, was die Jünger dann zumal erlebt haben, können wir heute auch erleben.